Willkommen zurück hier zu Twilight Princess und zwar zur Prüfung der Statuen irgendwie hier, wo ich eben noch meine, dass es halt die Überreste der Zitadelle der Zeit aus Ocarina of Time sind. Theoretisch, wie gesagt, kann es ein anderer Ort sein, der erbaut wurde. Exodus Master Schwert, das könnte auch irgendwie noch ein Ort aus Skyward Sword sein. So ein Tempel, wo, wer weiß ich noch, was da alles drin war. Naja, dann hier erstmal. Also unsere Aufgabe ist, wir müssen beide Statuen auf ihre Ausgangsposition zurückbringen. Sprich, die eine Statue rechts da am Sockel, die andere links. Ich habe da ein, zwei Ideen. Ich meine, theoretisch kann man sich alles bereits im Vornherein irgendwie planen und markieren und so weiter und so fort. Das will ich jetzt eigentlich nicht machen. Hat vor allem den Grund, weil es so ein bisschen lustiger ist. Und nachher ein bisschen Fehler. Da kann ich nicht bewegen. Okay. Links unten müsste ich langsam mal eine richtige Position haben. Der rechts macht noch ein bisschen mehr Kopfschmerzen. Aber erst muss er beide in der richtigen Lage haben. Ja. Jetzt bin ich gerade selber schuld, weil, obwohl doch, es geht. Nee, verdammt, geht ihm nichts. Oh, Mist, hab's mir selber zugebaut. Fuck, ich war eigentlich richtig unterwegs. Weil der rechts geht ja entgegengesetzt meiner Richtung und der links geht so wie ich gehe. Mist, ey. Ja, ich hatte es fast. Das mir erste Mal, gar nicht mal so übel. Alter, ganz ehrlich, Leute, damals 2006, das erste Mal gezockt habe, hier, habe ich gebraucht. Das nur, weil ich mir gedacht habe, jo, spontan klappt das schon. Spontan, ja. Dann vielleicht ein Fehler, aber gut. Ein bisschen anders. Jetzt mal den Typi links, lass ich mal links. Wenn ich jetzt das so mache, also der mir jetzt gerade hinter dem Arsch klemmt, müsste mir eigentlich immer folgen. Na toll, haben wir schon wieder eingesperrt. Aber seht, wir gehen, also im Prinzip sind wir auf dem richtigen Dampfer. Ich muss noch ein bisschen anders machen. Also ganz ehrlich, derjenige, der das erste Mal schafft hier. Respekt. Also natürlich erstmal schaffen, ohne groß um nachzudenken, weil wie gesagt, du kannst in jeden Zug, kannst dir von dem her, aber wer macht das schon? Naja, da fehlt es definitiv, dass ich nur ein Feld Platz habe zwischen ihm und mir. Andererseits noch mehr Felder Platz habe, natürlich wieder ein anderes Problem. So, jetzt muss ich mal ganz, ich glaube ganz nach unten, oh, mal ganz kurz, wenn ich jetzt nach oben gehe, die gehen mir mit, beziehungsweise der rechts oben hat es mir auch gleich, was ein bisschen doof wäre. Ich soll aber noch einen rüber schicken, wa? Ups! Nein, das war falsch, scheiße! Ja. Ich hatte es richtig überlegt, aber falsch ausgeführt. Ich hätte direkt hoch sollen, nicht nach rechts rüber. Ja, das war der falsche Typ, da war der andere, der mir eigentlich gefolgt ist.
So, vielleicht jetzt. Jetzt müssen wir einen einsperren. Ups. Oh, theoretisch klappt das aber eigentlich. Ich meine, wenn ich es so belasse. Boom, boom. Und dann, nein, verdammt, falsche Richtung. Der eine ist schon richtig, der andere halt nicht. Ich glaube, wir sehen, wo das Problem liegt. Wir drehen uns ein bisschen im Kreis. Und das will ich eigentlich nicht. Ja gut, jetzt bewegen wir uns einfach in die Mitte, nicht schlecht. Ich bin gerade ein bisschen ruhig, ich weiß, aber will sie gerade richtig machen. Ja, jetzt haben wir es. Seht ihr? Ein bisschen rumprobieren reicht aus, man muss gar nicht sich in Zug 1 überlegen. Und trotzdem war das viel schneller gelöst als damals als Kind. Also Kind, ja, das ist übertrieben, vor 10 Jahren war er auch schon, war er noch Teenager, aber trotzdem. Du führtest uns zurück auf unseren rechten Platz. So macht ihr nun bereit, tritt ein in unser Heiligtum. Dankeschön. Wie alles aussieht. Also ganz ehrlich, anhand der Bauten, all dem, ich behaupte immer noch, das hier ist die Zitadelle der Zeit aus Ocarina of Time. Und jetzt, Freunde, wird es Zeit. Das Master-Schwert, halt, ich habe richtig Gänsehaut. Das Master-Schwert. Ansehen. Das ist sie, die heilige Klinge. Episch pur. Das Schwert. Erkennt es seinen Meister an. Der auserwählte Held. Wiedergeboren in einer neuen Ära. Gut, woher kommt jetzt eine neue Schwertscheide her? Diese kleine Ding verfügt über die Magie, die er gefesselt hat. Scheint das ganz anders als die Magie der Schatten, über die wir verfügen. Pass auf, ein Klumpen berührst du, ist er wieder zum Tier. Das Ding ist so gefährlich, wir sollen es gleich hier vernichten. Oder, warte mal, wenn wir das hier haben, können wir die jederzeit in ein Tier verwandeln, oder? Und außerdem ist es schließlich ein Geschenk von Santo. Wäre doch unhöflich, wenn wir es nicht bei Gelegenheit verwenden würden. Sag mir ganz einfach Bescheid, wenn du deine Gestalt wechseln willst. Ich erledige das dann für dich.
Dadurch kann ich dich jetzt auch jederzeit warpen. Du musst nur die Wolfsgestalt annehmen, dann geht das ganz einfach. Und übrigens, Michael, ich hätte noch eine Bitte an dich, ja? Wieso bist du so anschmiegsam? Hast du nicht Lust, mit mir zusammen einen Schattenspiegel zu suchen? Das ist irgendwo in Hyrule. Der ganz cool, weißt du? Was ist der Schattenspiegel? Ist der einzige Weg zu Zanto. Na, warum eigentlich nicht? Wir haben eh nichts besser zu tun. Das Master-Schwert. Nach Skyward Sword, nach Ocarina of Time, endlich wieder zurück in unseren Händen. Ist das geil! Ach, ich freue mich. Moment. Doch, ich sehe hier, Alter, das sind noch 6. Okay, das ist natürlich schon geil. Das heißt, hier sehe, okay, in Faron gibt es 6 Geisterseelen. Nice, nice, nice. Das andere Problem ist, dass ich hier überhaupt nichts habe. Also sprich kein Schattenportal, nix. Das ist schon ein bisschen doof. Zurückstecken? Nö, geht nicht. Ich will in Zeitreise 7 Jahre zurück. Verdammter Mist. Gut. Was soll's? Und ja, ihr seht richtig, wir haben auch noch das andere Schwert, das andere wieder switchen könnten. Besser eigentlich die Schwertscheide wieder. Jo, also doch wieder. Warum? Wir haben das Master-Schwert! Das legendäre Schwert des Helden aus alter Zeit. Böse Menschen können es nicht berühren. Ist relativ lang, war das Teil? Na, nur ein bisschen länger. Es trägt ja auch die Kraft der 3 Göttinnen in sich. Yeah, Mann, das Master-Schwert. So. Jetzt seht ihr richtig, da oben ist noch irgendwie ein Tor, das ist für später noch von Bedeutung. Und hier geht es auch nicht weiter, obwohl da eigentlich etwas wäre, aber okay. Kommen wir mittlerweile jetzt hier weiter oder sagt uns das Spiel immer noch, nö, kein Bock drauf. Midna sagt auch nichts, nee, geht noch nicht, okay. Eben hier noch ein Insekt. Wollt ihr so unter? Schnecke gefangen! Ah, die goldene Schnecke. Ja. Polygraphisch mäßig wollte ich das sagen. Polygon, dankeschön. So, dann muss ich noch abgeben hier. Gibt weitere 50 Rubine. Und jetzt, Freunde, können wir uns, wie gesagt, jederzeit zurückfallen in einen Wolf für den Menschen. Das macht so viel einfacher. Einfach nur geil. Man könnte sogar sagen, erst jetzt fängt das eigentliche Spiel an. Da oben gibt es ja noch etwas, wie es aussieht. Jetzt natürlich mal das hier wegsprengen. Wow! Okay, so einer ist also. Mina muss ganz kurz wohl werden, dankeschön. Ja, mit einer Geisterseele, Mann! Eine Geisterseele! Yeah, Mann! So, denk mal, weiter geht's. Wir müssen hier ein bisschen wühlen. Okay, damit haben wir uns nicht gerechnet. Kommt nur her! Ihr habt also Rede die Zähne aus unserem Master-Schwert! So viel dazu. Ich wollte einfach nicht aufgeben, wa? Mach vielleicht doch wieder mal einen Greifhaken da oben. Wir dann mal den Bomben und so. Ja, den noch. So. Wo sind letzte? Ah, da oben. Das war jetzt nicht so geplant. Aber dafür gibt es eine Truhe. Klar, bin zwar nicht sicher. Oder das haben wir jetzt auch gemacht hier. Ich glaube, es gibt ein Herzteil.
Ja, Mann! So, und weiter, ein weiteres Herz. Wir haben bereits 10 Herzen! Ist sogar mein Ziel, vor allem bevor wir zum nächsten Tempel gehen. Weil, naja, auch das, was Minder gesagt hat, wegen Schattenspiegel und so, was ich suchen will. Ja, das war vorhin schon erwähnt. Eigentlich geht jetzt das Spiel jetzt richtig los. Wie gewohnt noch 3 Tempel und nachher halt Stärke und Schwert und so weiter. Wir haben noch viel zu tun. Was wir dann machen werden, bevor wir zum nächsten Tempel gehen, ist natürlich noch unseren Köcher für die Pfeile zu vergrößern. Dazu müssen wir zurück nach Hyrule, jetzt wo wir einen Greifhaken haben. Sogar muss sogar da entlang, weil hier raus muss irgendwie. Fragt man sich, bringt das was, oder? Weil sonst soll er rauskommen. Ups. Kam von dort oben, war da sind wir uns einig? Ich meine, theoretisch kann ich mich warpen, aber ich dachte jetzt eigentlich da oben, weil es so aussieht, aber scheinbar das Hork wieder den Weg verschlossen. Ja, vielen Dank dafür auch. Gut, warpen wir uns halt. Und zwar, so mal gucken, gehen wir direkt nach Hyrule-Stadt, zur nächsten Wolfstatue, ja, denke ich schon, war. Eins nach dem anderen. Denn wir haben sowieso alle Zeit der Welt, wir müssen uns überhaupt nicht stressen. Michael, wo bist du? Da hat Mitten aber schnell geschaltet. Naja, Telma sagt etwas. Natürlich sagen wir Telma etwas. Ja, nimm doch her, nimm doch endlich. Okay, ab die Post. Da fällt mir gerade ein, Leute, Telma, Kagriko, Goronen, zwar der Tempel. Müssen wir mal zurück, weil da fehlt uns ja noch eine Truhe, die wir jetzt dank dem Enterhaken ja auch holen können. Dringend. Vorstellen muss. Jetzt auf von Hyrule-Stadt. Okay. Passt sowieso, wir sind ja sowieso hier. Aber erst noch andere Dinge tun, denn andere Sachen sind noch wichtiger. Ganz kurz gucken, der Typ, jo. Noch ein bisschen was spenden. Mal sagen, er geht noch ein bisschen, vielleicht bis 200 sogar runter. Weil wir kriegen sowieso hier relativ viel Rubine und dann haben wir sowieso noch Platz für 1000. Daher ist es auch besser, wenn wir schon ein bisschen viel geben. Ich frage mich gerade. Das erste Problem ist, dass ich hier immer noch nicht sieht, wie viel ich bereits gespendet habe. Ja, da jetzt bei der HD-Version im Port so gesehen, hätte man es schon verbessert, aber nee, da haben so die Leute gesagt, nö. Vielleicht eine kleine Spende für Hyrule? Ja. So. Einmal noch, das letzte Mal. Und dann ab in den Süden. Ja, gut. Bringt also nicht viel. Können zwar theoretisch nochmal zu. Wir kommen hier gar nicht durch. Hey, Gemäßkarte müsste ich aber. Ah, schon besser. Das machen wir nachher, Leute, also sprich im nächsten Part. Also muss ich erstmal hier durch. Könnt ihr jetzt noch zu Agnetha gehen und Cave abgeben. Wir haben sowieso nur einen. Lohnt sich also kaum. Der Part ist eh fast vorbei. Also dann doch ganz kurz in den Süden. Wegen der Technik noch. Die nächste Technik schon wieder. Hier unten war doch auch irgendwo noch so ein
Mistding, jetzt überlege ich mal, hier gab es doch noch etwas zu tun, ja, weil da oben muss ich als Wolf entlang. Da komme ich sogar schon hoch. Was war denn da oben schon wieder? Was? Verarschen? Was geht? Aha, das ist so gemacht, die... Ja. Damit es eben doch erst am nächsten Tempel geht, wa? Weil eigentlich habe ich es bereits daran festhaken können, aber gemäß ja, anderen Gründen. Das war echt so, also mit der halt. Oh ja, nee, das war für die Truhe. Weil entlang ziehen geht, glaube ich, hier ja auch nicht. Da muss ich ja mit dem nächsten Item. Hat irgendwie ein Insekt gehört? Nö. Im nächsten Item muss da halt irgendwie hin. Schade, vorher ging das noch. Doch hier irgendwo ein Goldinsekt gehört. Nö. Ja gut, nochmal in den Süden. Da haben wir auch schon, da oben auch, da war nichts mehr. Und hier ist Agnetha. Man hat aber 5 in 6 Mal im Schloss. Was wir machen zu finden? Ja, ich weiß, ich suche ja alles. Wow. Da mit dem Wolf, da unten. Da geht das eigentlich schon? Will noch nicht, wa? Ja, theoretisch müsste es eigentlich gehen, aber okay, ich will halt Sicherheitsmaßnahme. Da bist du ja. Knurr, knurr. Ja, natürlich. Und wieder begegnen wir uns. Die nächste okkulte Kunst, die ich dich lehre, ist die beste von allen. Allerdings wird sie dich enorme Kraft kosten. Sag mal, kein Kommentar zu meinem Masterschwert, so nix. So, war mal dein Schwert. Klar doch. Yeah! So, siehst du, kein Problem. Die 4. okkulte Kunst. Der Helmspalter, der ist geil. Bei Gegnern, die trotz schwerer Rüstung sehr flink sind, ist es unmöglich, mit dem Rundumhieb auf ihre Rückseite zu gelangen. Solcher Gegner stößt es zunächst mit deiner Schildattacke zurück und gleich darauf drückst du A. Hör auf! Ganz ruhig, Kumpel. Let's go! Aha. Das war gut. Vergiss nicht gleich nach der Schildattacke mit A anzugreifen. Damit hast du die 4. okkulte Kunst, den Helmspalter, erlernt. Heya! Die 4. okkulte Kunst, ja Mann. Gibt es noch 3 okkulte Künste, die du lernen musst. Übe täglich im Schwerkampf, nur so wirst du die okkulten Künste tatsächlich meistern. See you later, Alligator. Und eine wissen wir auch noch, wo sie ist, sprich eine erste Wolfstatue. Fehlen bloß noch 2 Stück. Ja, yeah, Mann, es geht voran. Wir sind ja so cool, Mann. Der Typ da unten wollte noch Quellwasser haben, weil er muss er irgendwie anders machen, wobei jetzt kann ich rapporten, also von dem her. Aber ich habe hier gar kein... Ne, ich habe hier kein Portal, deswegen ein bisschen scheiße. Obwohl, Kakariko dann direkt hier hin, dann runter, das könnte klappen. Müssen wir erst in der nächsten Folge so angucken. Ja. Kann ich am nächsten Part mal versuchen, Leute. Jetzt erstmal ganz schnell zurück nach Hyrule, bevor es Nacht wird. Und dann, nächste Folge gehen wir zu Telma. Versuchen uns noch darin, noch den Körper zu erweitern, damit wir mehr Pfeile tragen können. Ich glaube, sonst gibt es aktuell noch nicht viel zu tun. Doch, die eine, genau. Wir können auch hier und da noch die eine Höhle besuchen. Wegen, jo, Geisten halt, hatten wir auch schon des Öfteren. Ich glaube, hier im Westen war noch irgendwo so ein Geist.
Jo, in diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.